Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz vor dem 7. Champions League Spieltag zu Hause gegen Royal Union Saint-Gilloise. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, Leute. Wurst, ihr wisst, wovon ich rede, gegen den belgischen Meister. Und bevor wir da reingehen, erster Gast ist Pavlo, wie immer. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin ein bisschen bestrahlt, weil ich das Bild schon aufhabe und sehr viel weiß im Bild ist. Also haltet euch fest. Ins neue Jahr. Konkret heißt das für den FC Bayern morgen gegen den belgischen Meister zu Hause in der Arena von Royal Union Saint-Gilloise. Willkommen zur Pressekonferenz. Teil 1 mit einem Spieler wie gewohnt und der heißt heute Alex Pavlovic. Alex, servus. Servus, hallo miteinander. Bereit Servus. für Fragen? Wer möchte beginnen? Ein Handzeichen. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Hallo, Mann Pablo da. In der Mitte Stefan Kumberger für Sport 1. Alex, servus. Morgen werden ja nicht so viele Fans in der Südkurve sein wie gewohnt. Wie gehst du als Bayern-Fan, der du ja auch bist, nicht nur Bayern-Spieler, damit um? Wie kann sich da für euch das Spiel vielleicht auch verändern? Ja, also natürlich ist es erstmal schade, dass die morgen nicht dabei Weiß man doch nicht. Vielleicht ist der Pavlo hat er ja auch einen anderen Wunschverein. Vielleicht möchte er ja irgendwann mal für Barcelona spielen. sein können, da sie uns wie immer unterstützen. Und Ja, und wir steuern mal das Mikro. hoffen wir, dass es einfach nur bei diesem einen Spiel bleibt Liegt und nicht dass an wir mir, uns Leute. dann im nächsten Spielen wieder unterstützen können. Und ja, wir müssen morgen einfach unser Spiel spielen. Genau. Genau. wie Okay, immer. gleich weiter. In der ersten Reihe Vincent Schirpke für Münchner Merkur und TZ. Hallo Alex, du bist aktuell gut drauf, hast in Leipzig getroffen. Was ist aktuell dein Erfolgsgeheimnis und wie würdest du die Stärken von dir und deinem Spiel beschreiben? Also ich versuche eigentlich in jedem Spiel einfach mein Bestes zu geben, meinen Fußball zu spielen. Ich Papa, zwei Ohrringe, ich spiele Alter. einfach einen Fußball, aber klar, ich kann das Spiel Wow. gestalten, so wie ich möchte. Und ja, ich glaube einfach meine Ruhe am Ball ist sehr gut für das Team. Und ja. Wieder internationalen Katastrophenauftritt hier von der Technik, ne? Kratzen im Mikrofon auf einer Champions League PK. Es macht momentan sehr viel Spaß, mit der Mannschaft zu spielen. Nächstes Torben Hoffmann, Reihe 1 auch für Sky, bitte. Alex, ihr seid beeindruckend ins neue Jahr gestartet. 16:3 Tore in diesen 3 Spielen. Auffällig aber auch, dass so die erste Halbzeit gegen Wolfsburg, Köln und auch Leipzig vielleicht nicht ganz so optimal war. Ihr aber dann, ich sag mal, die individuelle Qualität habt und den Glauben an den Sieg. Ist das momentan so ein Trend? Also ich weiß jetzt nicht, was eine zweite Halbzeit gegen Leipzig jetzt unbedingt nur mit individueller Qualität zu tun hat. Ich denke, auch davor Köln, Wolfsburg, ich denke einfach, die Mannschaft hat einen ganz anderen Auftritt hingelegt. Ja, das muss man halt auch mal sagen. Ich glaube nicht, dass das Klar haben wir eine individuelle Qualität, die haben wir immer, die haben wir auch in der ersten Halbzeit gehabt, ja, jeweils. Das war einfach insgesamt ein anderer Auftritt. Oder woran liegt das möglicherweise, dass ihr immer so eine gewisse kleine Anlaufzeit braucht? Ja, um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht, woran das liegt. Es war jetzt in den letzten Spielen einfach so, dass wir, wie Sie schon gesagt Wenn er das wüsste, wäre es auch schon lange abgestellt. So, ja, also, das macht ja keine Mannschaft extra. Also. haben, einfach das Tor kassiert haben und dann einfach zurückgekommen sind. Wir versuchen eigentlich in jedem Spiel von Anfang an da zu sein, von Anfang an auch in die Führung zu gehen. Leider hat es im letzten Spiel nicht geklappt, aber wir werden auf jeden Fall auch morgen probieren, in Führung zu gehen und ja, das zu ändern. In der zweiten Reihe Klaus Bergmann für die dpa. Pavlovic hätte 2 Fragen. Einmal, Sie haben wieder mal ein Tor geschossen. Das ist ja nicht Ihre Hauptaufgabe, aber wie ehrgeizig sind Sie da? Wie wichtig ist Ihnen sowas? Und die andere, ich kann mich erinnern, im Herbst bei der Nationalmannschaft, da, als Sie mal wieder angesprochen wurden auf Ihre Ausfallzeiten, da haben Sie gesagt, das nervt mich, dieses Thema. Das ist jetzt irgendwie verschwunden. Haben Sie also ist es nur Glück oder haben Sie irgendwie auch was geändert in Ihrer ganzen Herangehensweise? Klotzen. Ja, also erstmal bin ich froh, dass ich jetzt über längere Zeit einfach fit bin und gesund bin. Sind wir alle, ja. Ich habe das eigentlich schon alles angesprochen. Ich bin jetzt einfach froh, dass ich fit bin und ja, viel geändert habe ich eigentlich nicht. Für viele Sachen konnte ich ja nichts. Ein paar Brüche, also 2 Brüche, einmal bei meinem Auge und einmal bei meinem Schlüsselbein. Für die Sachen konnte ich nichts dafür.
Aber wie gesagt, jetzt bin ich da, jetzt bin ich fit und ja, es wird nach vorne geschaut. Was war die zweite Frage? Ja, natürlich freut es mich immer wieder, wenn ich mal ein Tor mache, was nicht so oft vorkommt, wie Sie schon gesagt haben, aber ja, ich glaube, man hat es auch an meinem Jubel gemerkt, dass ich mich sehr gefreut habe. Dann wechseln wir in die zweite Reihe schnell. Ne? Bleibt da hinten bitte. Mario Krischl für den Kicker. Servus Alex. Wir reden ja in dieser Saison viel über diese famosen Offensivspieler, die ganz, ganz viele Tore schießen. Wie ist das für dich, das ist jetzt auch schon deine dritte Saison, sag mal, eine Reihe tiefer, das mit in die Wege zu leiten und vielleicht auch zu beobachten, was macht die 3, 4 Jungs da vorne nochmal besonderer als die letzten 2 Jahre? Ja, also... Der Serge ist doch noch da. Jetzt wird's aber wild hier. Es ist mal schön zuzuschauen, was die da vorne abliefern, wenn ich das so sagen kann. Wir hinten und im Zentrum sind dafür zuständig, denen einfach den Ball zu geben und Restverteidigung zu kontrollieren. Und vorne haben die alle Freiheiten, können machen, was sie wollen. Und ja, wie die ganze Welt, glaube ich, sieht, machen die das überragend. Und ja, es macht einfach Spaß, solche Spieler vor sich zu haben, denen den Ball zu geben. Und ja, die machen das einfach top. Vorne Reihe 1 bitte wieder Vincent Schirpke. Ja, Alex, wenn ihr jetzt die nächsten 2 Champions-League-Spiele gewinnt und unter den ersten 2 bleibt, dann würdet ihr bis zu einem potenziellen Halbfinale Heimrecht im Rückspiel haben. Wie wichtig ist dieser Faktor, dass man bei einem K.O.-Spiel das Rückspiel zu Hause hat? Ich habe es ja mitbekommen letztes Jahr. Ja, wie wichtig ist das für euch? Ja, also... Es muss nicht, aber es kann auf jeden Fall natürlich ein Riesenfaktor sein. Ja, vor allem, weil wir ja auch international schon sehr heimstark sind. Ja. Und wenn du dann das entscheidende Spiel zu Hause hast, das ist ja nun mal das entscheidende Spiel, ja, dann ist das natürlich ein Faktor. Das ist schon sehr wichtig. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, mit den Fans im Rücken spielt man einfach noch einen Tick besser. Und ja, diese Unterstützung ist sehr wichtig für uns. Und deswegen werden wir alles dafür geben, dass das so eintreffen wird. Ja. Dann wechseln wir die Seiten. Julian Agadi für die Bild-Zeitung. Ja, Alex, die Kollegen haben es gerade schon angesprochen. Bei dir persönlich läuft es gerade ziemlich gut bei Bayern. Du hast auch noch einen langfristigen Vertrag. Ein bisschen anders ist die Situation ja bei deinem Kumpel Leon Goretzka. Da läuft ja der Vertrag aus im Sommer. Du hast ja mehrfach betont, wie wichtig er auch für dich hier beim FC Bayern war, auch für deine Entwicklung. Wie verfolgst du die Situation gerade bei ihm und würdest du dir wünschen, dass es noch über den Sommer hinausgeht mit ihm? Was soll er denn dazu jetzt sagen? Soll er sagen, nee, ist gut, dass er Leon, hoffentlich ist der Leon weg nächstes Jahr. So, soll er das jetzt sagen oder was? Was ist denn los mit den Reportern? Also, ich habe es schon gesagt, Leon, wo ich hier hochgekommen bin, war eine Stütze für mich. Also, er hat mich direkt gut aufgenommen. Ich hatte immer gute Gespräche mit ihm, er hat mir immer Tipps gegeben. Es war immer sehr top, dafür bin ich ihm auch dankbar. Und ja, er ist ein super Fußballer, super Mensch und ja, alles andere, das entscheidet der Verein und er selber. Und ja, dazu kann ich nicht viel sagen. Ja. Vielleicht daneben Stefan Kumberger wieder. Alex, wenn Joshua Kimmich fit ist, dann wechselst du dich ja relativ oft mit Leon ab auf der 6. Position neben Jo. Wie macht es der Trainer? Wann erfahrt ihr davon? Und gibt es dann noch irgendwelche großen Erklärungen oder Ansagen oder stehst du dann einfach an der Tafel und fertig aus? Ja, ich stehe einfach an der Tafel und dann ist es eigentlich auch gegessen. Er erläutert nichts. Nee, er erläutert nichts. Also man sieht vor dem Spiel, wer spielt und der spielt, spielt. Ja. Ja, was soll man doch erläutern? Hello, Bart Aert from Belgian television. Can I do it in English? In English, but the answer is German. Okay. What has Vincent Kompany told you already about Union Saint-Gilloise and is underestimation maybe a danger for Bayern München tomorrow? Ich sage einfach in Deutsch, oder? Deutsch, ja. Ja, also die Mannschaft ist eine sehr kompakte Mannschaft, die sehr gut verteidigen und ja, auch sehr viel kontern dadurch. Da müssen wir... Naja, habe ich ja recht gehabt, der Taktikfuchs. Habe ich mir ja schon gedacht, wenn man sich die Auswärtsergebnisse anguckt von der Mannschaft. Einfach in der Restverteidigung wach sein, aufpassen, dass wir keine Konter kriegen und ja, die haben technisch gute Spieler im Mittelfeld, vorne robuste Stürmer und ja, wie gesagt, deswegen müssen wir gut verteidigen und offensiv einfach unser Spiel spielen. Wie immer. Okay, weitere Fragewünsche? No? Klaus, nein? Dann letzte Chance. Vorbei. Dann kurz durchatmen, danke Alex. Danke. Gleich sind wir zurück mit dem Coach, danke. Super, danke. Danke, ja schön Alex mal zu sehen.
Ne? Nicht immer die gleichen üblichen Verdächtigen. Grüße gehen raus an Pavlo. Sehr sympathischer Mensch. Ne? Leute, Teil 1 ist zu Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Teil 2 mit Winnie. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.